Morgen zusammen, herzlich willkommen wieder bei einer neuen Folge von Darko TV, Quarantäne, Tag 5. Das Teil hier hinter mir habe ich schon lange nicht mehr benutzt, Gasmaske. Ich habe eben keinen Filter, sonst würde sie noch etwas nützen, so bringt sie mir nicht viel. Und ja, gestern Abend habe ich etwas gesehen im Internet, etwas Gutes. Es geht um uns Selbstständige. So, jetzt sieht man mich besser. Also, hört zu. Selbstständige Erwerbende, die wegen behördlichen Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus Erwerbsausfälle erleiden, werden entschädigt, sofern nicht bereits eine Entschädigung oder Versicherungsleistung besteht. Eine Entschädigung ist für folgende Fälle vorgesehen: Schulschließungen, ärztlich verordnete Quarantäne, Schließung eines selbstständig geführten öffentlich zugänglichen Betriebs, so wie mein Studio. Die Regelung gilt auch für freischaffende Künstlerinnen und Künstler, die einen Erwerbsunterbruch erleiden, weil ihre Engagement wegen der Maßnahme gegen das Coronavirus annulliert werden oder weil sie einen eigenen Anlass absagen müssen. Ja, bei mir wären es jeden Tag Anlässe von 2 bis 4 Personen. Alles abgesagt leider, tut mir leid, liebe Kundschaft, aber wir sind das mal wirklich die Hände gebunden. Die Entschädigungen werden in Anlehnung an die Erwerbssatzordnung geregelt und als Taggeld ausgerichtet. Dieses entspricht 80% des Einkommens und beträgt höchstens 196 Franken pro Tag. Die Anzahl Taggelder für Selbstständige in Quarantäne oder mit Betreuungsaufgaben ist auf 10 respektive 30 befristet. Die Prüfung des Anspruches und die Auszahlung der Leistung wird von den AHV-Ausgleichskassen vorgenommen. Also, ihr wisst jetzt, glaube ich, was du tust an der AHV-Ausgleichskasse. Am besten ein schönes, ganz freundliches Mail machen und dann mal schauen, was passiert, oder? Ich würde sagen, besser als gar nichts, oder? Wenigstens haben wir ein bisschen etwas erreicht. Danke nochmal für alle, die das Zeug unterschrieben haben, das ich verlinkt habe in meinem Facebook. War sehr nett von euch. Und die nicht haben unterschreiben und die das einfach ignoriert haben, aber trotzdem gesehen. Aufstehen, Darko. Bundesrat beginnt. Es ist bald 2 Uhr. Bundesrat beginnt. Aufstehen, Darko. Bundesrat beginnt. Nein, ich will das nicht hören, der blöde Bundesrat. Darko, sofort aufstehen. Bundesrat beginnt. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Aua, Darko. Folgen Sie mir brav, Darko. Da geht's lang, da geht's lang. Oh la la, oh la la, oh la la. Hey, nicht schauen. Da geht's lang zum Bundesrat. Okay, dann gehe ich eben Bundesrat schauen. Oh la la, oh la la. Du, sag mal, wo schaust denn du da hin? Ich kann nur zum Bundesrat schauen. Nein, du hast dich umgedreht nach diesen Tussis. Ensuite, les écoles nocturnes. Là aussi, nous allons devoir vraisemblablement. Kein Wort, nichts verstehen, nichts verstehen. So, der Bundesrat hat wieder gesprochen. Er hat gesagt, à la coronavirus, nous avons, oh là là, c'est bon, c'est not bon, non, non. Und ja, so viel habe ich verstanden. Einzelne Leute sehen wir immer noch ein bisschen mit Einkaufstaschen. Schön und gut, schön Abstand halten. Oh, finde ich gut. Heute am Nachmittag hat niemand geklatscht, kein Applaus. Ich habe gehofft, es wird so wie gestern. Ich habe so einen fetten Subwoofer Bose montiert, um ein bisschen Sound da Party machen. Gestern haben wir auch ein bisschen Party gemacht auf dem Balkon. Richtig schön Sound abgeladen. You feel like ooh la la la, yeah.
Mi Senorita in der Modlerpark! Aber ja, 2, 3 sind auch ans Fenster gekommen und haben ein bisschen abgetanzt. Habe ich noch cool gefunden. Heute Morgen habe ich noch das Video entdeckt. Das, was mich am meisten provoziert oder nervt oder stresst, wer schneidet jetzt meine Seite auf Null? Finde ich sehr, sehr, sehr traurig und egoistisch. Also, ich habe extra wegen dem Seich so einen guten Barber-Tutorial gemacht. Schaut bei mir unter den Videos in meinem YouTube-Kanal Quarantäne Tag 1. Sogar am ersten Tag. Und immer noch hat es Leute, vor allem Männer, die motzen, wer schneidet meine Seite jetzt auf Null? Und das ist jetzt deine einzige Sorge, die du hast, oder was? Ich habe gesehen, ein paar Videos, wo er jetzt richtig auseinandergenommen wird, der arme Junge. Wenn jemand von euch ihn kennt, dann schickt ihm bitte doch den Link vom Barber-Tutorial vom ersten Quarantäne-Video. Dann seht ihr, wie das gemacht wird. Frisuren, anstatt aufs 3, nimmst du einfach den Aufsatz ganz weg, oder? Ganz einfach. Wir lassen uns nicht einschränken. Es kann doch nicht sein, dass wir uns zu Hause einsperren wegen einem Virus, der nicht tödlich ist. Bist du behindert? Dünner bitte die Heime bleiben bis so gut. Weil ich sehe so viele Haters, die sagen, das ist aber gar kein Virus, es ist nicht tödlich, es ist ein Kabis, es ist eine Verschwörungstheorie, es ist das, es ist das. Ich habe Videos gesehen von Italien, wo reihenweise alte Leute an jenstes Schläuche und Plastikdinger über den Kopf angeschlossen sind, nicht atmen können. Und das sieht wirklich gruselig aus. Und diese Szene wollte ich jetzt nicht hier einblenden, weil es ist schon ein bisschen verstörend und ziemlich krass. Und wenn ihr schon so egoistisch müsst tun, denkt doch wenigstens an die älteren Menschen, dass die noch, vielleicht leben sie ja noch 20 Jahre weiter, oder? 20 Jahre sind nicht wenig. Stellt euch vor, wo wir damals 10, 11, 12, 13 waren und haben wir kaum erwarten, mal 18, 20 werden. Die Zeit ist wie Ewigkeit uns vorgekommen. Wäre schade, wenn alte Menschen noch ein Leben noch ein Jahr vor sich hätten und dann wegen Corona sterben. Genau wegen so Leuten, die sagen, scheißegal, scheißegal, Verschwörungstheorie und so. Kann ja möglich sein, dass irgendwie sie uns ablenken und dass wir wegschauen und auf andere Sachen konzentrieren. Aber eben, ich weiss nicht, ob jetzt das so viel kann einfach gestellt sein. Schon krass. Das Video habe ich auch noch gestern bekommen. Mysteriös. Was machen so viele Soldaten da? Ich habe auch schon gehört, amerikanische Soldaten haben sich rundum in Europa, ich glaube irgendwie 80'000 amerikanische Soldaten in ganz Europa stationiert. Niemand fragt wieso, warum. Scheint es irgendwie eine Übung, aber wer weiß, keiner weiß. So. Jetzt muss ich auch ganz dringend einen wichtigen Brief überbringen. Man sieht ja nicht unnötig raus. Aber bei mir ist es jetzt richtig nötig. Vor allem muss ich schnell in den Laden etwas ganz Wichtiges holen. Ihr seht gerade was. Das nenne ich sicheres Reisen, meine Freunde.
schön im Auto drin. So muss man keine Angst haben, irgendwie einen Körperkontakt zu haben mit jemandem. So, liebe Leute, da wären wir wieder mal at Darko Tattoo. Nach langer Zeit. Hans vermisst, wirklich. Komisches Gefühl irgendwie jetzt da. Ich fühle mich richtig wie in so einem Atomkrieg. Die Leute draussen mit Händchen und Masken machen riesen Bogen. Klar, ist richtig so, aber ich habe so etwas noch nie erlebt. Und das ist ein komisches Gefühl. Warum ich eigentlich da angekommen bin, ist das wunderbare Gewinnspiel, das am Laufen war. Wir haben es geschafft. 200 Abonnenten. Das haben wir sehr gut gemacht. Sehr gut. Das ist die Geschenkkarte, 200 Stutz. Wo gibt es zum Gewinnen. Und das ist der Gewinner. Herzliche Gratulation an Cäsar TV. Gratuliere, geiles Tier. Das gehört dir. Schickst mir noch deine Adresse, ich schicke dir das heim. Erstmal tue ich das jetzt noch schnell schön desinfizieren. Bye bye, geliebtes Studio. Ich hoffe, wir sehen uns wieder am 19. Ich hoffe es schwer. Ich komme vorher sicher noch einmal vorbei, um nochmal alles komplett schön desinfizieren. Für das mache ich sicher auch nochmal ein Video. Und ja, goodbye. Etwas ganz Wichtiges, was ich vergessen zu sagen. Für alle anderen, wo es leider nicht geklappt hat mit dem Gewinn, einfach weitermachen. Bei 300 Abonnenten gibt es dann einen Gutschein von 300 Stutz. So, fertig gelabert. Jetzt wird endlich mal gemökelt. Da bin ich schön ein bisschen die Farben parat machen. Das sind Acrylfarben. Da ist meine Linie. Da bin ich. Und hopp der Besen, da mache ich nochmal die Hautfarbe. Augen mit Schwarz jetzt ein bisschen drüber. Ich habe jetzt ein bisschen alles schneller eingestellt, dass es auch schneller geht, um das Video ein bisschen zu kürzen. Das habe ich angefangen vor etwa 2 Monaten, 2-3 Monaten sicher. Habe ich mal den Hintergrund gemacht von dem Bild. So ein bisschen Palmen-Style etwas und dann angefangen mit diesen Figuren. Und jetzt sieht man da langsam, was es daraus wird. Das blonde Fräulein. Es ist eine gewisse Person. Vielleicht erkennt ihr sie. Da bin ich fleissig auch Pinsel am Wechseln, dünne und dicke. Es ist halt mega schwierig mit Acryl auf Leinwand malen. Ich kann es immer noch nicht so richtig draussen wie genau, aber ich gebe mir Mühe. Ein bisschen freestylen. Es macht halt Spass. Aber eben so etwas in einmal schaffst du nie. Also etwas bin ich meistens monatelang dran. Immer wieder ein bisschen, je nach Motivation. Jetzt hat es mir wieder abgelöscht. Kein Speicherplatz mehr. Koffer, da wieder. Ich muss einfach Sachen löschen. Ich habe so viel Müll auf dem Handy. Ich muss einfach so viel löschen. Und das dauert alles mega lang. Auch die
wunderbare Zeichnung da. Das dauert Ewigkeiten. Tut mir sorry. Als Entschädigung, wartet mal. Meine letzte Geld. Da habe ich noch ein bisschen Münze. 20 Stutz. Also wer als erstes kommentiert, was das ist, was da passiert, wer die Figuren sind, in den Kommentaren unter dem Video kriegt 20 Stutz direkt von mir aufs Konto. Schreibt mir dann, ich schreibe euch, falls ihr gewonnen habt. Also, von mir war das für heute. Ich gehe jetzt auf den Balkon, es ist 8 Uhr und mache Party, ein bisschen Volumen. Heide. Tschüss. Subscriben nicht vergessen und unbedingt das Glöckchen anmachen, dass ihr immer alles gerade seht, als erstes was ankommt.